Kurt Eisner, Revolutionär und erster bayerischer Ministerpräsident, ist tot, ermordet. 100.000 Menschen nehmen 1919 in einem endlosen Trauerzug zum Münchner Ostfriedhof von ihm Abschied. Später fallen noch andere Revolutionäre wie Gustav Landauer, national gesinnten Terroristen, zum Opfer. Heute liegen ihre Gräber auf dem neuen israelitischen Friedhof in München. Eisner und Landauer waren Juden. Die Grabsteine auf dem alten israelitischen Friedhof legen seit 1816 Zeugnis ab vom jüdischen Leben der Stadt. Hier liegen die ersten Rabbiner der Gemeinde begraben, wie Hirsch Aub, ein geachteter Bürger, vom bayerischen König mit dem Ritterkreuz bedacht. Das höchste Grabmal des Friedhofs beherbergt Michael Beer. Der junge Dramatiker, von Goethe hochgeschätzt, stirbt mit nur 32 Jahren. Sein Zeitgenosse, der Architekt Leo von Klenze, entwirft Beers letzte Heimstatt. Eine zerbrochene Säule auf einem Grab zeigt an, dass ein Mensch viel zu früh aus dem Leben scheiden musste. Dieses Kind wurde nur 6 Jahre alt. Mit der Zeit zersetzen Sonne und Wind, Regen und Schnee die Grabsteine. Moose und Flechten ergreifen von ihnen Besitz. Steine, die keinem Grab mehr zugeordnet werden können, verbleiben dennoch auf dem Friedhof. Jüdische Gräber werden nicht aufgelassen. Alles auf dem Gottesacker gehört den Toten. Die Nationalsozialisten plünderten den Friedhof und stahlen Grabsteine, wie den von Siegfried Springer. Auf diesem Grabstein sieht man ein nicht beseitigtes christliches Symbol. Und das rührt daher, dass zur Zeit des Nationalsozialismus dieser Friedhof hier zur Plünderung freigegeben worden ist. Und da sind eben sehr viele Grabsteine hier entwendet worden und auf christlichen Friedhöfen zum Einsatz gekommen. Der damalige Friedhofswärter, ein Herr Angermeier, hat aber unter Einsatz seines Lebens oft mitgeschrieben, wer wann wo welche Grabsteine entwendet hat. Und ihm ist es dann auch nach dem Krieg gelungen, einige Grabsteine wieder hier zurückzubringen. Ein Denkmal erinnert an die 9 von Nationalsozialisten ermordeten Juden, die hier bestattet wurden, wie Bernhard Haas. Er erliegt den Torturen seiner Haft im Konzentrationslager Dachau. 2003 wird im Familiengrab neben seinen Eltern Erich Haas beigesetzt, eine der letzten Beerdigungen auf dem alten israelitischen Friedhof. Auch auf dem neuen Friedhof, der seit 1908 die Verstorbenen aufnimmt, wüten die Nazis. Ein christliches Ehepaar, das den Friedhof verwaltet, widersetzt sich dem Terror. Karl Schirchhofer hier an der Außenmauer des Tahara-Hauses am neuen israelitischen Friedhof, einer unserer Wohltäter, kann man sagen, während der schlimmen Zeit, kann die Gemeinde dankbar sein, soll einen Menschen wie Karl Schirchhofer zu haben, der auch Juden verstecken konnte, ungeachtet der Fakten, dass ihm selber Dachau oder andere Konzentrationslager drohte, hat er sich bemüht, in schweren Zeiten trotzdem ein Mensch, ein guter deutscher Mensch zu sein. 4 Konzentrationslager durchleidet Max Mannheimer und dennoch lässt er sich 1946 in München im Land der Täter nieder. Seine Familie und seine junge Ehefrau werden im KZ Auschwitz ermordet. Nur er und ein Bruder überleben. Nach langem Schweigen bis in die 1980er Jahre wird er zum unermüdlichen Zeitzeugen. Auf seinem Grabstein finden sich die Namen der Ermordeten. Auch sie sollen nicht vergessen werden. Es ist eine Visitkarte der jüdischen Gemeinde, der Friedhof. Ja. Und das ist eben unsere Aufgabe von Dor le Dor, von Generation zu Generation, darauf zu achten, dass dieser Friedhof erhalten bleibt. Für immer, für ewig. Darum haben wir auch keine Urnen oder Feuerbestattungen, sondern an Ganzkörperauferstehung, glauben wir. Und daher bemüht sich jede Generation, den Friedhof, auch die Geschichte zu zeigen. Wo kommen wir, wo sind meine Eltern, wo sind meine Familie, um das zu erhalten.